Maja, ich begrüße erst ganz herzlich auf dieser Pressekonferenz, bei der wir einen alternativen Projekt von Verfassung wollten vorstellen. Wie ihr wisst, sind wir in den letzten Wochen am Main oder Jahren echt mehr wie ein auch außerhalb von der Chambre auf die Verfassung zurückkommen und pure Pressekonferenzen schon dazu gehen an auch angekündigt gehabt an der Last, dass man einen eigenen Entwurf dazu präsentieren an das ist dann haut der Fall, wo man noch Main von Diskussionen am Main von Erbischten Mengen präsentieren können, was ganz kohärent ist und ob das man nachfüllen auf dieser Pressekonferenz argumentieren. Wie ihr wisst, sind als 2009 Diskussionen gefordert, aber wie mehr kritisiert tun leider handelten Zonen Dieren just von der Institutionskommission über die grundsätzliche Änderung und Erneuerung von der Lützeburger Verfassung, die nach an ihre wesentlichen Ziele aus der Mitte vom 19. Jahrhundert stammt. Das heißt von Anfang an, also am Funge Konsens gehen, dass eine fundamentale Revision von der Verfassung, dass die misst geschehen. Wir als Linken haben kritisiert, dass so eine fundamentale Revision von der Konstitution viel mehr groß ugelöschten öffentlichen Debat misst bedeuten, dass die Population viel mehr misst angebunden sind an Diskussionen die grundsätzliche Ausrichtung von der Verfassung, und auch die wesentlichen Fragen, die eine Verfassung misst tun, die den Ursprung hat, auf der Höchst vom 21. Jahrhundert zu sehen. Das grundsätzliche öffentliche Debatte ist auch nicht gefordert gehen, und Bürger konnten nicht an der wichtigen Diskussion teilholen. Für uns ist das der flagrante Manque an Partizipation, die Marschen auszeichnet, die zu dem Projekt gefordert wird, den Chamber vor kurzem präsentiert wird. Als Link haben wir 2009 die Arbeiten an der Chamberkommission suiviert und noch versucht, ob die Arbeiten am institutionellen Kader anzugreifen, aber sowohl den Hoffmann-Sender wie auch der Sergio Bani 100 gemäht zur Reserve von der Notwendigkeit von einer großen öffentlichen Debatte. Nur die Neuwahlen 2013, die schon auch durch eine demokratische und institutionelle Krise ausgelöst wurden, sollte dann den öffentlichen Teil von der Diskussion sich auf 4 Fragen reduzieren. Von denen 4 Fragen, wie ihr wisst, also en plus nach eng zurückgezogen aufgrund von einem aber relativ duteisen Kompromiss, der von Ginas mit der katholischen Kirche. Wir waren die einzigen an der Kommission, also am Kader von den Institutionen, die weiter Fragen rangereicht haben, Fragen über die Rolle vom Staatschef, über den Etat laik, über den Sozialstaat und über das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Auch diese Fragen sind von den Majoritätsparteien und auch von der CSV verworfen gehen. Bon, das Projekt ist also publik gemäht und wir fanden, dass sowohl was seinen Inhalt angeht, wie auch, wie für gesagt, die Marschen angeht, nicht den Ursprung an den Herausforderungen von unserer Zeit gerecht wird. Und es stellt nicht die gesellschaftliche Avancen durch, die so einen Text eigentlich misstun. Eigentlich misstun an Beispiel von Verfassungsänderungen, rezent Verfassungsänderungen an anderen Ländern weisen, dass so eine Verfassung auch immer einen antizipatorischen Charakter misstun, also am Anfang auch über Ziele diskutiert, an Ziele definiert, die eine Gesellschaft sich vom 21. Jahrhundert will gehen. Wir meinen aber, dass Kritik aktuelle Projekt nicht durchgeht. Wir meinen, dass es mehr sinnvoll ist, dass die Unzulänglichkeit von dem vierleinigen Text auch dadurch weist, dass er ein alternativen Projekt ausschafft. Ein alternatives Projekt, das aber kein Dogma ist, und auch kein aufgeschlossen und definitiv Wohlrecht. Mehr Beitrag zu einer öffentlichen Debatte über die Entwicklung von unserer Gesellschaft, eine Debatte, die wir für dringend notwendig halten. Dafür also das ist ein alternatives Projekt, die man möglichst breit wollen diskutieren an der Gesellschaft und auch die Leute die Möglichkeit geben, sich darunter zu beteiligen, die Ideen, Evaluierungen und Proposen mit an diesen Text auflesen zu lassen, immer am Hirst, dann considerant von all den Proposen, die noch weiter gemäht wurden, den Text auch als Gesetzesproposition an die Chamber wollen rangehen. Als Partizipationsmöglichkeit, wo ich nur noch vielleicht etwas dazu sagen kann, also an einer allerersten direkter Etappe
ein Sitz, den wir gemäht tun, den ähnlich, aber mehr weit partizipativ Möglichkeiten gibt wie der Sitz von der Chambre, den wir ja schon nur nach 4 Stellen werden. Erlaubt man zum Schluss noch eine persönliche Remarque über die Notwendigkeit von der Debatte, an der Hoffmann und der Sergio Bani dann den eigentlichen Projekt vorstellen. Wir mengen, dass es gerade in einer Zeit, wo ein Deputierten, eine Ambassadrice ausschreibt und so opfordert, dass ein Teil von der Lützebäuerischen Kommunität, die heute zu Lützeburg lebt, nicht darf und einer öffentlichen Debatte teilholen. Dass es da so Zeiten, die uns und der tiefsten Deichstadt erinnert, was wir am 20. Jahrhundert kennen, dass es da so Zeiten mehr wie notwendig ist, dass wir eine breit öffentliche Debatte feiern. Und wir sehen den heute alternativen Entwurf als ein Teil für so eine Debatte. Also, Madame de Herren, das Projekt zu leihen, und wäre natürlich auch froh, wenn drin ganz aufmerksam, ganz geht lesen. Wir haben relativ lange darüber geschafft. Wir haben also Beratung gelost von Spezialisten von draußen. Wir haben was der Macht gesagt, das ist kein fertiger Text. Wir probieren, den Serge und ich aber so etwas wie Resümee zu machen, was aber natürlich nicht so ganz einfach ist, mehr, aber dadurch können wir vielleicht ein paar Schwerpunkte rausstreichen. An mein Deal soll hauptsächlich sich konzentrieren auf das größte neue Kapitel von den Grundrechten an unserer Verfassung. Den alternative Projekt soll einerseits Barrieren abrichten gegen Deriven vom Ultraliberalismus, die ich meine, muss zu beschreiben. Andererseits darüber hinaus aber Türen aufmachen für eine andere Logik von der gesellschaftlichen Entwicklung, wie die von der Kapitalverwertung auf Kosten von Mensch und Natur. Als Propositionen haben also einerseits einen defensiven Charakter, am Sinn von der Protektion von bestehenden Freiheiten und Rechten, die ja Gefahr sind, und andererseits einen offensiven Charakter mit neuen Rechten und damit auch mit neuen Obligationen vom Staat. Einerseits also zum Beispiel mit einer starken Protektion von der Demokratie par rapport zu der geballten wirtschaftlichen Macht und zu den supranationalen Exekutiven, und andererseits neue Errichtung von mehr Partizipation von den Bürgern und mehr Direktdemokratie. Einerseits eine starke Aufsicherung von den sogenannten negativen Rechten, also negative Rechte nicht an einem bewertenden Sinn, also alles das, was Protektion vom Individuum par rapport zum Staat betrifft, das alles, was sich am 19. Jahrhundert als liberal Rechte entwickelt wird. Einerseits aber auch viel mehr an neue Positivrechte, vor allem im sozialen Bereich. Und das heißt dann noch, wie gesagt, auch neue Obligationen für den Staat. An der Logik fängt man dann noch an mit einer inhaltlichen Definition von dem Staat, von seiner Mission, seiner grundsätzlichen Ziele, wir mengen nämlich, und das unterscheidet auch da schon als Projekt von der Kommission. Wir mengen eine substanzielle Definition vom Staat wäre notwendig, weil das ja eigentlich den Entwurf von einem gesellschaftlichen Projekt, einem Choix de Société, wie die Franzosen sagen. Da tun wir also an einem ersten Kapitel probiert, Sozialstaat, Etat laïque. Das waren ja auch, wie der Marc gesagt hat, die Fragen, die wir proposiert haben für das Referendum, die einfach nicht angeholt gesehen. Repräsentativdemokratie, aber auch Direktdemokratie, ausgedehnte Grundrechte, Aufbau von Ungleichheiten, Nachhaltigkeit, Aufschaffung von Militärblick, ein Europa von der Solidarität. Das alles steht also direkt am ersten Kapitel an der Definition vom Staat. Nach der prinzipiellen Definition könnt dann Definition auch von der Citoyenität, weil das
vom Staat nicht zu trennen, als ob die das Herrschenlo angeht. Ich komme dann zu dem nächsten großen Kapitel, das sind Grundrechte, und die stehen auch nicht zufällig bei uns ganz, ganz, ganz viel. Wir mengen, dass genau die Grundrechte wären eigentlich der Kern von einer Verfassung. Dazu ein paar grundsätzliche Remarken. Für uns sind Grundrechte, also Menschenrechte am Redesinn vom Wort, prinzipiell undeelbar. Das heißt, die klassisch Liberalrechte und Freiheiten, die den Individuum, wie schon gesagt, gegen den Angriff vom Staat protegieren, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die neuen Grundrechte am sozialen und kulturellen Bereich, die all gehören zusammen, ohne eine Hierarchie, alle Guten gleich viel wert, aber prinzipiell auch mit derselben juristischer Wirksamkeit. Das haut vielfach unerkannt, vielleicht nicht von jedem, aber von vielen auch Juristen, dass Sozialrechte eigentlich Voraussetzungen sind, für das jeder die klassisch liberalen Rechte überhaupt kann nutzen. Und auch am internationalen Recht sind durch die sukzessiven Pakten, die erst Menschenrechte, dann die politisch, dann die ökonomisch, sozial, kulturell Rechte, alle gute prinzipiell auch auf demselben Niveau gehen, wann auch bislang nicht mit der juristischer Kontrant von einer Konstitution, das wollen wir ja dann auch ändern, ich komme noch darüber zurück. Wir sind also nicht einverstanden mit der Abteilung am Projekt von der Kommission. Da stehen eine Reihe wichtige Rechte, wie zum Beispiel Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnung, unter dem Titel nicht droits fondamentaux, mais objectifs à valeur constitutionnelle. Ich weiß nicht, was das heißt, die Werkzielsetzungen, und ich weiß auch nicht, was für eine juristische Bedeutung das dann hat, wenn ich probieren, sich darüber zu berufen. Mehr Mengen, das wären Grundrechte, die zwei zum Beispiel, an anderer vom selben Wert wie die klassisch liberalen Freiheiten, an die dann also auch Obligationen vom Staat verlangen. Wir fangen dann aber mit den klassischen Rechten an, Rechte auf Freiheiten, aber auch da, das gesehen, wenn der Eisentext mit dem von der Kommission am Einzelnen vergleicht, gehen wir da viel mehr weit als auch bei den Liberté, Klassik, individuell, wie der Projekt von der Kommission, ein paar Beispiele herausgegriffen. Das geht nur nicht für eine Abzählung zur Aufhebung von Diskriminationen. Es geht nicht durch, sie zu verbieten. Der Staat hat die Obligation, die strukturelle Ursache von Diskrimination an Ungleichheit aufzubauen. Es darf kein gezwungen gehen, um einem Krieg teilzuholen. Alle Bürger haben Recht auf gratis Schule, auch Heichschule. Besonders Kinder brauchen eine starke Protektion. Protektion vom Journalist auf seine Sourcen muss besser aufgesichert gehen. Gewissensfreiheit verlangt Trennung von Kirche und Staat, also den Etat laïque, der schon an der Definition vom Staat steht. Politische Bespitzelung soll an der Konstitution ausdrücklich verboten gehen. Du machst also den Israel, meinst an einen Teil von seiner Aktivität eigentlich konstitutionell verboten. All Bürger hat Recht auf Zugang zu den Informationen, die hier betreffen, aber auch auf alle Informationen, die von einem allgemeinen Interesse sind. Ausdrücklich halten wir fest Recht auf Desobedience, und zwar an alle Verwaltungen, wann Ordnungen gegen Gesetz oder gegen Konstitution verstoßen. Ausdrücklich auch Protektion vom Lanceur d'Alerte, Whistleblower, mehr weit, wie das bislang zu Lützburg an dem entsprechende Gesetz der Fall ist. Recht auf informationelle Selbstbestimmung, und dann habe ich aber mal mit der Abzählung ab. Wir kommen zu dem anderen Teil, den wir aber nicht getrennt tun, wie gesagt, von den Grundrechten, das sind die mehr den Sozialrechte betreffen, respektive den Sozialstaat betreffen, also auch da ein paar Beispiele herausgegriffen, Rechte vom Salarié, Arbeitsbedingungen, Lohn, Protektion gegen abusiven Licenciement, Kontrolle an Marktbestimmung am Betrieb, auch über strategische Decisionen,
und nicht nur, wo Toiletten hinkommen, Recht auf Zugang zu den wichtigsten öffentlichen Services, Agida, die da auch prinzipiell abgewehrt sollen gehen, Recht auf Wohnung, ein universell an öffentliches System für Sozialversicherung, und zwar für sozialem Eigentum, so wie das eigentlich ist, das dann aber nicht der privatisiert gehen, sondern Sozialeigentum misst bleiben, Obligationen vom Staat auch für sozial und soziokulturell Ungleichheiten aufzubauen, zum Beispiel durch Steuerpolitik, durch Bildungspolitik. Auch eine neue Definition vom Eigentumsrecht, das klassische Recht, das aus dem 18. und 19. Jahrhundert kommt, Droit de Propriété, manchmal müsste präzisiert gehen. Erstens mal Präzision, dass es nicht nur Privateigentum gibt, sondern dass es auch öffentliches Eigentum, also soziales Eigentum gibt, das auch eine staatliche Protektion verdient, und nicht nur Privateigentum. Und dass die Nutzung vom Eigentum nicht dem allgemeinen Interesse der widersprechen. Wir meinen, dass angesichts von der enormen Konzentration von Reichtum ermutigt, an der Konsequenzen die Restriktion sich eigentlich offensichtlich für jeden ist abdrängen. Auch gesellschaftlich Eigentum und wichtigen Ressourcen an den ökonomischen Entitäten soll manchmal als Möglichkeit festgehalten gehen, so wie da zum Beispiel am deutschen Grundgesetz der Fall ist. Wir haben ein Spezialkapitel formuliert zu dem Thema Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, ein bisschen inspiriert von der französischen Charte de l'Environnement, die hier in Frankreich ein Teil von der Konstitution gehen, also volle konstitutionelle Wert hat. Dazu gehört das Prinzip der Präkaution, eine starke Barriere gegen Natur- und Ressourcenzerstörung und auch die Reduktion von einem ökologischen Fußabdruck. Und auch explizit unter dem Titel Droit animalier ein starkes Signal für einen anderen Umgang mit den Tieren setzen, an dem sie zum Beispiel an der Konstitution explizit als Lebewesen ausgewiesen gehen, und nicht als Sachen, die da in vielen Texten am Code Zivil zum Beispiel der Fall ist, und mussten gegen alle Leiden aller Art protegiert gehen. Zum Schluss dann die Clause transversale, an dem Kapitel über Droits fondamentaux, die Clause transversale, die sich auf all die abgezählten Grundrechte beziehen, für das einmal das Prinzip von der Nicht-Regressivität. Das heißt, kein Gesetz, das die Grundrechte regelt, dann noch keine Verfassungsänderung, übrigens auch kein Referendum, darf die Substanz von denen Grundrechte vorstellen. Und zweitens die sogenannten Clause pro homine, die zurückgeht auf Befehlsschlag von der Madame Veronique Brück an einem Artikel an der Zeitschrift Forum, wo man die besieht, dass supranationales Recht, was für die Bürger mehr favorabel wäre wie als eigene Konstitution, dann auch juristisch über der Konstitution misstehen, und das Gericht das auch so müssten berücksichtigen. Und zum Schluss nach was auch die Kohärenz von unserem Projekt betrifft, generöse Grundrechte haben natürlich nicht mehr den gewünschten Effekt, wenn sie auch juristisch aufgesichert sind. Und dafür plädieren wir für eine starke konstitutionelle Kontrolle über das Verfassungsgericht mit wesentlich neuen Kompetenzen, mit neuen Prozeduren, mit neuen Rechten von den Bürgern. Auf den Punkt könnte Sergio Bani noch zurück. Ja, am Anfang die Präsentation hat die sich schon notgedrungen nehmen, ob das die wesentlichen Punkte beschränken kann. Ganz viele andere Punkte gibt es auch noch dran, die man hier aber übergehen werden, also die vorne dazu gestaltet. Den ersten großen Volley, den Ander Hoffmann gerade trätiert wird, betrifft schon die individuellen Grundrechte, wo man stark Grundrechte erfähren am Verfassungstext selber, aber auch ein demokratischer Staat, den sie auch an Politik umsetzen kann, definieren am Kapitel 1 vom Verfassungstext. Dann aus den zweiten Teil, den ich will präsentieren, betrifft erstens mal ein neues Konzept von Bürgerschaft, Citoyenneté, an es betrifft Demokratisierung von den Institutionen. Am Kapitel 2 über Citoyenität und am Kapitel 4 über die Chambre wird definiert, von wem der politische Pouvoir ausgeht. Das ist von den Bürgerinnen und Bürger,
an der Techt erstens von den Lützeburgerinnen und Lützeburger, die automatisch das Recht haben, und auch automatisch an der Wahlliste stehen, aber auch von all denen, die mehr wie 5 Jahre hier wohnen, als sich an die Wählerlisten angedroht haben. Der politische Alter wird an der Verfassung auf 16 Jahre festgelegt, und die Wahlpflicht wird ausdrücklich als Bürgerpflicht festgehalten, wenn ihn auf der Listen angedroht ist. Dasselbe gilt auch für die Gemengewahlen und für die Referenden. Das Kapitel über Souveränität, Kapitel 2, an unserem Text, ist für uns ein zentrales, erneut Kapitel an einer Verfassung. Es trägt der Änderung Rechnung, die es heute schon gibt, bei den Gemengewahlen und auch bei den Europawahlen an alleuropäischem Land, nämlich dass die Wunden auch Rechter schafft, Mitbestimmungsrechter schafft an dem Land, an dem lebt. Politisch Rechter sind dummer da lo auch bei den Chamberwahlen, bei einem Referendum, so wie heute schon bei den Gemengen, aber bei den Europawahlen nicht mehr Läng und Nationalität gebunden. Das hält aber der Nationalität kein einziger Pouvoir weg. Der Lützeburger oder eine Lützeburgerin haben automatisch all die politischen Rechte, die für nicht Lützeburger und Residenz gebunden sind, an das schreiben auf der Wählerliste. Und Nationalität bleiben noch all Zivilrechte gebunden, die das Statut von den Personen ausmachen. Das tun wir auch an der Verfassung ausdrücklich so geregelt, das stimmt bis just am Code Zivil. Auch für den Zugang zur Fonction publique bleibt die Möglichkeit von unterschiedlichen Regelungen behalten. Selbstverständlich bleibt die aktuelle Sprachregelung behalten, an der Lützeburg eine zentrale Rolle spielt. Als Verfassung, die sich also um die Begriffe von Citoyenneté und Nationalität dreht, guckt Menge mehr an Zukunft vom Land, auch am internationalen Kontext, kann als Land nicht mehr dabei gewinnen, wenn es den gewisse Realitäten Rechnung dreht, gewisse soziologische Realität noch Rechnung dreht, auch der zum Beispiel, dass heute eine Majorität von Arbeitsangestellten aus dem Privatsektor, die auf lange Zeit hier am Land wohnen, kein politisches Mitbestimmungsrecht haben. Wir wollen dürfen auch die Konzepte offensiv an die aktuelle Diskussion beim Referendum über die Verstärkung von der Demokratie ranbringen. Ein rezente Etude vom CESUPI hat nur gewiesen, dass, wenn von dem aktuellen Anwohnerzuwachs ausgeht, nimmen die gleichzeitige Aufhebung vom Anwohnerwahlrecht auch von weiteren Erleichterungen bei der Nationalität verhindern kann, dass Politik in Zukunft von einer Minorität von Leuten bestimmt gehen. Wird also all demokratische Qualifikationen wegholen und als definitiv zum Apartheidland machen. Wir mengen, dass viel Zeit verloren gegangen ist. Bei denen letztendlich erfolglosen Versuch für den Zugang zur Nationalität zu verhindern. Den Minister Frieden hat Änderungen noch Hannen vollzogen beim Nationalitätsgesetz für ungefähr 10 Jahre. Den Historiker Dennis Guto hat an dem Kontext geschwärzt von einer Reethnisierung vom Nationalitätsgesetz. Und das war am Anfang eine ähnliche Situation wie an den 30er Jahren, wo den anderen Historiker, den Artuso, ja ganz klar auch beschrieben hat, wie die Entwicklungen beim Nationalitätsgesetz auch letztendlich gefordert haben zu einer mehr Offenheit vis-à-vis von Ausgrenzungskriterien, wie zum Beispiel die von den Juden an den 30er Jahren. Es war auch zum Beispiel der NDR, den sich lang gegen die Nationalität gewehrt hat. Und alles das mit dem einmaligen Resultat an Europa, dass heute 44% von den Leuten, die in einem Land wohnen, kein Wahlrecht haben. Das ist eine Situation, die nicht mehr lange zu tolerieren ist. Und wir meinen, dass die Anhänger vom Neden nicht verstehen, dass wir als demokratische Nation nicht mehr evaluieren können, wenn wir erstens das Wahlrecht unter gewissen Bedingungen abfeiern und zweitens Bedingungen auch machen für Lützeburger, besonders für die, die hier geboren sind und die hier an die Schule gegangen sind. Mit so Maßnahmen schwächen wir nicht die demokratische Souveränität,
mehr verstärken sie. Aber wir mengen das NDR an die meist einer eifrig Verfechter vom Nähen, als Schüstwellen beim Referendum ging als Arbeitskollegien an Nopere schützen, aber nicht die eine andere Nationalität tun, aber nicht gegen die als all zusammen ökonomisch dominieren. Darum geht es wirklich geht von den Schwätz von Selbstständigkeit und von Autonomie von einem Land, an dürfen wir ja an die meisten Teile eine ganze Reihe von Mesuren vorgesehen, für do stark Rechte zu schaffen, die als dagegen schützen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man an dem neuen Verfassungstext die demokratische Souveränität vom Volk auch da stärken, indem wir ihm neue Machtbestimmungsrechte gehen, auch außerhalb von Wahlen. Ein zentraler Punkt dabei ist auch Bürgerinitiativrecht, was wir am Artikel 120 erfeiern, als Kehrstück von einem Kapitel über die direkt- und partizipative Demokratie. An 3 Etappen, von der die letzte Referendum kann eine bestimmte Unzahl von Bürgern eine Gesetzesproposition erreichen. An denen zweiten Etappe kann die Chamber entscheiden, ob sie den Vorschlag unhält. Kann da selber ein Gesetz ausschaffen. An Alkeier können die Initiatoren dezidieren, ob das ihnen durchgeht oder ob sie eine Prozedur weiterführen. An der ersten Etappe gehen 0,5% von den angedrohenen Wählern durch, für eine Decision von der Chambre zu provozieren. Die kann positiv oder negativ sein. An der zweiten Etappe wird man eine Initiative populär élargie, wenn sie von 2,5% des von der Wähler ausgeht, von 5% bei einer Verfassungsproposition, feiert der Refus von der Chambre für ein Gesetz zu holen, wie es gewünscht ist, zum Referendum. Aber da kann aber auch alle Parteien, die an der Chambre vertreten sind, selber eine Proposition de loi machen und sie auch zum Referendum stellen. An alle Propositionen, die gemäht gehen, die für ein Referendum einem nicht zwingenden Avis vom Staatsrat unterworfen, an einem zwingenden Avis von einem neuen Verfassungsgericht. Und das majoritäre Resultat, was dabei herauskommt, hat gesetzgebenden Charakter. Das heißt, die Volksinitiative möchte am Anfang Bürgerinnen und Bürger direkt zu Gesetzgeber, zusammen mit der Chambre. Am Gegensatz zum Kommissionstext, den muss ich aber auch so eine Initiative legislativ hier gesagt, den aber nicht beschreibt und nicht sieht, wie sie soll ausgesehen, gesehen mehr Prozedur an der Verfassung selber für. Das ist so, dass die Verfassung herno wird im Moment von dem Prozess auch an einem Referendum der Leute vorgelegt gehen dürfen. Manchmal ist es doch wichtig, dass sie wissen, wer so eine Initiative auch an der Verfassung konkret hecht. Wir haben noch an diesem Text der Pouvoir Legislatif, das heißt Chambre, am Vergleich zur Regierung gestärkt. Durch 3 Hauptpunkte. Da könnt ihr einen dritten Herr nur dabei. 400 Unterschrift gehen alle Regierungsreglementer publiziert, also sie gehen auch einem Avis von der zuständigen Chamberkommission unterbreitet. Zweitens, ein Gesetz und nicht ein Reglement, wie es im Moment ist, aber wie doch nicht so länger an dem neuen Verfassungstext, definiert die Organisation und das Funktionament von der Regierung und auch die Limitation von der Mandate, auch die Dauer von der Mandatszeit und definiert die Deontologie von den Ministern, die nicht mehr selber den definieren, aber die Chamber definiert den an einem Gesetz. Drittens, der Staatsrat gibt ein Konsultativorgan von der Chamber, geht von ihrer Hand, auch mit Vertretern aus der Zivilgesellschaft dabei. Und das Organ hat aber weiterhin Recht für juristische Kohärenz an Konformität von der gesetzlichen Reglementen zu übergeordneten Rechten zu prüfen, aber soll nicht mehr nach eine Opposition formell machen bei festgestellter Verfassungswidrigkeit. Das sind die 3 Punkte, die mehr neu wollen nachfeiern, was die Verstärkung von der parlamentarischen Kontrolle geht. Ein von den wichtigsten Fortschritten aus dem Kommissionstext aber haben wir überholt. Nämlich das Recht, eine Regierungsumbildung oder Neuwahlen auszulesen durch ein Misstrauensvotum an der Chambre, annehmen durch so ein parlamentarische Vote. Das Parlament gewinnt also auch durch seine Souveränität darin, aber bleibt eben so am Amt, bis die neue Chambre veredigt ist. Und ich meine, das ist die wichtigste Lehre, die ich kann sehen aus dem
Juncker-Coup von 2013 den Chamber durch den Grand Duc ablesen gelos wird, an sich als eine Regierung gleichzeitig am Amt gelos wird. Wie der übrigens wisst, war die Linke die einzige Partei, die das von Anfang bis zum Schluss kritisiert wird. Das Parlament kriegt also an diesem Vorschlag zusammen mit dem Volk viel mehr reelle Poids vis-à-vis von der Exekutive. Und damit mengen wir wirklich zusammen noch mit den neuen Citoyennetätsrechten einen neuen historischen Verfassungszyklus angelegt. Und natürlich ist an dem Kontext nicht mehr normal geschenkt, auch die Rolle vom Staatschef an dem Kontext neu zu definieren. Es steht nämlich fundamental in dem vierlein Kommissionstext, dass es trotz einem freien Aussatz, der bestanden hat, für eine Richtung schwedisch formal Monarchie zu gehen, den aber ganz sicher von der Juncker-Regierung auch vom Staatsrat vorgestellt ist, den aber wie ein Lo ausgesagt, die Rolle vom Grand Duc intakt lässt. Der Grand Duc thront nach immer über der Chamber, verkörpert in Wirklichkeit den Pouvoir von der Regierung, die sich hinter ihm verstoppt. Wir brauchen aber Menge mehr keine parlamentarische Monarchie, wie der Lo am Text steht, wird nie für Drunendrachtung. Ausdrücklich eine parlamentarische Monarchie, wir fanden, dass das ein Rückschritt ist, ein deven konzeptuellen Rückschritt, par rapport sogar von der Situation, wie wir sie bis dahin kannten. Aber wir brauchen au contraire eine lebende Demokratie, die das Volk repräsentiert und mit dezidieren lässt, aber auch das Volk am Mittelpunkt steht. Und nicht der Pouvoir vom Grand Duc ausgeht, mit der Pouvoir reell auch vom Volk ausgeht. Wir haben dafür auch die Referendumsfrage formuliert, die ihr kennt, wo wir erstens wollten, dass die Leute sich prononcieren zum Prinzip von der Monarchie und zweitens zu den Pouvoir vom Grand Duc als nicht gewählten Staatschef. Das wieder auch fest aufgelehnt, die von allen Parteien. Wir sind dafür konsequent an der Logik, gesehen Lo an diesem Text, vom Parlament gewählten Präsident, alternativ eine Frau an einen Mann, muss also immer aufweisen, eine Frau an einen Mann sind, für mit beschränkten Pouvoiren, die an Artikel 157 definiert sind, an Lützeburg gibt damit laut diesem Vorschlag eine Republik geben. Wichtig ist schlussendlich nach so Nende hat es schon nur gedeutet, dass man neben der aktuellen Verfassungskontrolle durch eine Question präjudicielle von den Gerichten, die man übrigens beibehalten wollen, am Gegensatz zu der Kommission, die selbst schaffen will, noch eine Möglichkeit schaffen für alle Personen, im Moment von einem Prozess der Cour konstitutionell frohen zu erbreden, die das Cour nicht von den Gerichten erbreden kriegt, als zusätzliche Garantie, dass an individuelle Prozesse auch die Verfassungsbestimmungen respektiert gehen. Mir gerade so wichtig ist, oder vielleicht noch mehr wichtig bei der Cour konstitutionell, als ein Vorschlag, dass auch politische Kompetenz an einem gewissen Sinn soll kreieren. Das heißt, dass soll nur dem Entrete, ein Gesetz oder sogar ein Reglement angeholt ist, von den Majoritätsparteien kann Verfassungskonformität von dem Text kontrollieren, und zwar ob Aufruhr erstens von einer Gemeinde oder von einer Chambre professionell, wenn das an den Kader von ihren Attributionen fällt, und zweitens ganz allgemein auch ob Aufruhr vom Staatsrat, der auf jeden auch kann ein zweites Wort fragen, wenn er meint, wir nicht verfassungskonform, oder von 5 Deputierten. Und das wird geregelt am Artikel 8 von unserem Verfassungsentwurf. Voilà.